Wir bleiben beim Thema Christdach und holen nicht Mod auf Lorenzweiler an den Busch. Da haben wir den Carlo getroffen, den in dieser Zeit ganz viel Arbeit tut. Was ihn da genau mischt, auf wie was sein Produkt in dieser Zeit so belebt ist, verraten wir euch am nächsten Reportage. De Carlo aus dem Dannebeemschoss Zichter vu Lorenzweiler. Bei ihm ist das eine Generationengeschichte. Schon seine Ältere waren an dem Domain aktiv und haben Büscher angepflanzt. Hier hat aber die Idee gehabt, mit dem Christbaumshandel anzufangen. Das möchte er nur als Hobby, weil er nicht davon leben kann, aber auch schon seit 40 Jahren. Auch wenn hier klein angefangen hat, gesagt das haut schon ein bisschen anders aus. Ich habe angefangen, das erste Jahr, also für 40 Jahre. Ich meine, da habe ich 10 Stück verkauft am Jahr. Ne? An Haut, das werden so 500 Stück beim Haus, lang beim Haus. Ne? Also die Leute scheinen mit mir zufrieden zu sein, mit meinen Bäumen. Ich verkaufe in der alle Jahr eine Party weiter. So ein Bäumchen kriegt ihr natürlich auch nicht von Haut auf Morgen. Wir haben Carlo außerdem gefragt, wie er sich so einen Lebenszyklus von einem Christbäumchen vorstellen muss. Die muss ja schließlich auch rechnen, wenn der Haut ein Bäumchen pflanzt, das dauert 8 Jahre Minimum, bis in ein Keier kann gehen. Wir haben ja hier am Land eine Gärtnerei gehabt, die haben das bis lo, haben sie selber den Samen gezählt, also vom Samen bis Pflanz, ne, den hat dann, wenn ich sie kriegen, hat sie 4 Jahre. Ne. So lange steht sie beim Gärtner an der Pepiniere. Die geht alle 2 Jahre ein Rippe geiert. Und dann mit 4 Jahren, 3 oder 4 Jahre, da gehen sie bei den kaufen und da gehen sie hier an Stecker gepflanzt. Da wenn sie bei mir am Steck stehen, also Minimum 8 Jahre, aber normalerweise also 10 Jahre. Ne. Wir haben Nordmannstan, wir haben Ficht, wie der gesagt hat, wir haben Nobilis. Es gibt noch ein paar andere Sorten, aber das sind die zu 90–95% hier am Land verkauft werden. Und da weiß ich, wenn 1 Hektar hat, und da ist 1/3 dann her noch von den Bäumen, die nicht zu gebrauchen sind für Christbäume. Ja. Also das ist nicht so, dass da alle Bäume ein Christbäumchen gibt. Uns würde es auch interessiert, wenn die Dannen da gesagt gehen. Dann kann ich am Frühjahr setzen und kann ich auch den Hirsch setzen. Ne? Also das ist an sich nicht so ganz wichtig für dann. Aber es muss immer gucken, wie es wird in dem Moment. Wie das Jahr am Frühjahr, den am Frühjahr gesagt hat, also wenn ich 1000 Stück gesagt habe, dann werde ich nur nach 100 Stück holen, weil sie sind alle verdreschen. Ne? Also das ist nicht ohne die ganze Geschichte. Ne? Es wird besser, guckt ihr, wie das Hirsch, das wird den ganzen Sommer nicht geregnet, es wird am Hirsch, ein bisschen geregnet, du hast den Boden nass, du hast ideal für gewünscht für September, Oktober für nach ein paar Dannen zu setzen, was ich auch gemacht habe. Ne? Du wolltest mir aber auch noch wissen, wie die ganz christbäumische Aktion beim Carlo aufläuft. Bei mir ist es so, also meine Däne gehen so spät gehabt wie möglich. Also bei mir ist für den Moment nach kein Christbaum gehabt gehen. Also dann gehen sie bei mir so sehr gehabt, wie ich sie brauche. Wenn ich gesehen habe, jetzt ist kein Video, da gehe ich den anderen Morgen im Meer, da stehe ich am Busch und da gehen da immer gehabt. Also es gehen da immer nicht mehr gehabt, weil kein Video sind. So dass ich immer frisch Dänen da habe und dass meine Klienten an sich sollten zufrieden sein, dass sie die nicht so sehr verlieren. Ne? Wir sind mehr zufrieden, wenn meine Klienten zufrieden sind, dass nächstes Jahr ein Kehr rumkommen, dass sie gute Bäume hatten, eine schöne Bäume hatten, die lange gehalten hat, da bin ich auch zufrieden. Ne? Bei mir geht es immer in die Klosterdach los und das wird auch so bleiben. Meine Klienten wissen, sie maulen zwar eins, dass ich zu spät gehe, wofür ich mir so nicht, heute gerne Bäumchen bis 3 Königstag oder will er nicht just bis Christtag haben. Aber die nicht mehr bis Christtag wollen, die können noch im Dezember können die kaufen kommen, die kriegen noch. Mit da sollen sie ja nur nicht maulen kommen. Das keine Null mehr drin sein. Also bei mir hast du Stichtag in die Kloster und das bleibt. Der Carlo hat uns auch gezählt, was er machen muss, wenn er bei ihm Bäumchen kaufen will.
Also bei mir ich sinn permanent ich hun bei mir op mégem Terra bei mégem Haus do hun Stand das zu Lorenzweiler ne du könnt en do hin also da se do stin an eng Park die Bmcht sich hin raus ich packen den an dann kann de Klient kann abpacken an also an Auto lehnen an dann dafir nehmen der mat. So einfach ist das also. Es ist permanent 3 Wochen lo von die Kloster hun sind nicht daheim an Schiedfried in die Bämsche Welt kritten bei mir. War kein wie dosigen Schneier haben. Zum Schluss wollte mir aber noch wissen, welche Bämchen de Carlo dann das Jahr kriegt. Ich hun immer den iwrig bleibt. Also ich hun do net de große Schw. Ich will die Bämchen den Herr no bei nach do Leiit an deget bei mir opgeriecht an das so net de Bämchen also den net so mcht mit das so immer Dekoration die Bämchen. Du könnt ihr den ellenste Bämchen hun an die dekorierte schein, dann hut ihr her no wunderbare Bäm an so da gucken ich go net. Die Lächten ass bei mir immer die besten.